Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Die haben sicher auch gelesen oder gehört, die Antibiotikaresistenzen bei vielen Menschen in der Schweiz, die nehmen zu. Die Medikamente die wirken dann eben nicht mehr. Jetzt will der Bundesrat Massnahmen ergreifen, alter Nationalrat Christoph Mörgeli. Die Frage ist natürlich, wie denn? Sind Ideen rum? Schauen Sie, Herr Gerber, wir von der SVP haben da schon unsere Zweifel, ob das gelingen kann. Der Bundesrat ist ja selber resistent gegen jede Art von gesundem Menschenverstand, verstehen Sie? Altbundesrat und SVP-Strateg Christoph Blocher, Sie sehen das wahrscheinlich ähnlich, nehme ich mal an. Gerber, muss ich Ihnen sagen, solange die Evelyn Wiedmer Schlumpf noch Bundesrätin ist, mache ich mir keine Sorgen. Das schreckt jedes Unheil ab. Aber ab nächstes Jahr gilt dann Heil dir Helvetia. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisch. Roger Köppel, was weiss die Weltwoche? Wie gefördert sind wir wirklich? Das ist eine gute Frage. Ich sage nur, Antibio ist nicht gleich Antibiotika. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass es sich bei den neuen Superbakterien um illegale Einwanderer handelt. Und die Tatsache ist, die halten sich ohne Arbeitsbewilligung in unseren Spitälern auf und überfallen hinterrücks Schweizer Bürger. Punkt. Ja, mir denkt, wir kommen nicht weiter in dieser Frage. Vielleicht darum gescheiter eine Einschätzung von unserem SRF-Hausbiologen Andreas Moser von Netz Natur. Müssen wir uns Sorgen machen rund um die Resistenzen? Der Kampf gegen die putzigen Kerle von Bakterien ist dramatisch und erschreckend. Es ist traurig, wie viele Lebewesen keine Chance haben auf ihr Recht zum Leben. Nur weil Bakterien kein Fell haben oder kein herzige Jörli oder Schwänzli wie Haustiere oder männliche Menschen, werden die drolligen Geschöpfe einfach vernichtet. Ein anderes Thema. Gestern war Welt-Toilettentag, um darauf aufmerksam zu machen, dass weltweit noch immer über 2 Millionen Menschen zu wenig hygienische Einrichtungen haben. Bald Alt-Ständerat Felix Gutzwiller, unser Gesundheitsspezialist in dieser Freitagsrunde ja jeweils. Wie haben Sie sich gestern mit dem Welt-WC-Tag beschäftigt? Wir von der Präventivmedizin haben den Tag solidarisch mit langen, intensiven Sitzungen begangen, besessen. Gut, ja, das langt, ja. Berichtet die Weltwoche über die eigentlich gute Sache, Roger Köppel? Sicher nicht, aber ich kenne dafür einen Witz. Und? Was wünscht man sich am Welt-Toilettentag? Keine Ahnung. Toi, toi, toi. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.